Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. Wir gehen jetzt mal durch das A8 durch und kommen in einem Trümmerfeld anscheinend raus. Hier brennt ganz schön die Burg, wie es aussieht. Und wir sollten auch noch, was ich auch noch vergessen habe, sollten auch noch mal Elixiere schlucken, damit unser MP wieder hoch sind. Von der Elixiere haben wir ja mehr als genug, denke ich. So. Was geht hier ab? Ah, das ist wieder so ein Lump hier, Kartegeist. Beides liebe Unglücke, ich bin der Geist, der verstorbene Kartemeister. Willst du Duell? Nö. Ich hoffe, du gewährst mir Weihnachtsmals Vergnügen. Na, los einmal. Los einmal. Oh, hier läuten die Glocke. Geht's anscheinend zum nächsten Ort weiter. Wie hieß denn der hier eigentlich? Vergangene Tage. Bessere Tage, wo noch alles intakt war, ne? Wow. Wow. Hier wird die Planetenfusion zwischen Terra und Gaia gezeigt. Was? Das ist, ach, immens cool. 2 Monde? Nee, keine Monde. Aber ich kenne den Anblick irgendwoher. Ja, das ist diese Fusion von Terra rechts und Gaia links. Und irgendwie seltsam, dass Terra immer als blau dargestellt war mit dem Leuchter. Und eigentlich ist Terra ja das Rote. Trotz allem sieht es ein bisschen aus wie so eine Eizelle, die sich gerade spaltet. Aber es soll die gewaltsame Übernahme mal symbolisieren, obwohl man Terra so in dem Zustand nie gesehen hat. Aber anscheinend waren Gaia und Terra in dem Übernahmeprozess, der ja das ganze Spiel über angehalten hat, in der Art und Weise miteinander verschmolzen, die 2 Planeten. Sie ist der Planet Gaia, euer Planet, und Terra bei seinem Versuch, Gaia zu verschlingen. Vor 5000 Jahren war die Lebenskraft vom Planet Terra fast erloschen. Es wird noch neue lebende Planeten gesucht, um ihn zu übernehmen. Aber auf dem ausgewählten Planet Gaia war bereits Leben vorhanden. So hat alles angefangen. Genau das gleiche Bild haben wir in Ölwerk sehe. Das Leben von Terra war am Erlischen. Zeit für große Überlegungen war nicht mehr vorhanden. Und aufgrund von einer gewaltsamen Verschmelzung wurde Gaias Zivilisation Sellemuls völlig vernichtet. Aber das gealterte Terra war bereits zu schwach, um sich Gaia anzueignen. So habe ich mich entschieden, den Baum Ifas zu erschaffen, der langsam die Seele von Terra in den Kreislauf von Gaia einflößen sollte. Also 5000 Jahre reicht das Ganze schon zurück und du hast auch schon Zivilisationen gegeben auf Gaia, aber du hast es mit Gewalt probiert und dabei hat es nochmal einen großen Krach und Knall gegeben. Ah, da ist jetzt nochmal hier was zum Speichern. Machen wir doch definitiv ab. Geheilt habe ich mich ja mit der Elixiere, insofern passt das schon. Genau, Ort der Erinnerung, Eingang, da habe ich gespeichert. Jetzt, nachdem wir gleich 2 Chaose gelegt haben, können wir hier durchaus einmal. Ich glaube, da kommen wir jetzt auch gleich zu einem optionalen Boss. Das dürfte gleich soweit sein. Dass wir zur großen Schmiede und zum optionalen Boss kommen. Ja, genau. Genau. Perfekt. Mehr mit leckere frische Fische. Was machst denn du da eigentlich, Quina? Ich will jetzt leckere Fische fangen, die hier mehr rumschwimmen. Aber irgendwie ziemlich wenig Luft hier. Und sogar sehr wenig Luft. Ich glaube, ich ersticke. Vielleicht soll dir einfach bewusst werden, dass hier gar kein Meer ist. Also, ich kann ganz normal atmen. Hey, Meer? Sieht so aus, ja. Da guckt der blöd. Du hast ja recht. Ich kann wieder normal atmen. Knetkopf. Aber jetzt schon leider die ganze leckere Fische fort. So ist es halt, Quina. Wir sollten noch mal, wenn wir gegen das Biest hier kämpfen, noch mal was gucken. Neutralisiert Erde.
Halbiert Schatten, das ist sehr gut. Neutralisiert Wind. Verstärkt Angriffselement Himmel. Wir sollten uns vor Schatten vor allem schützen. Verstärkt Angriffselement Schatten. Neutralisiert Schatten, sehr schön. Neutralisiert Wind. Neutralisiert Erde. Halbiert Schatten. Absorbiert Schatten, perfekt. Für Steine habe ich doch noch irgendwas, was Schatten? Halbiert. Okay, wir haben wenigstens halbiere und wir haben wenigstens, also halbiere und neutralisiere haben wir parat. Jetzt müssen wir nämlich do lang gehen. Da finden wir dann gleich was, hoffe ich doch. Na, wo ist es dann? Do ist es doch. Hab ich dich doch, du. Du Gewitterputzer. Mysteriöse Stimme. Wer wagt's, mich in meinem Schlaf zu stören? Verschwinden, wenn euch euer Leben lieb ist. Nix mehr weg hier. Nö, wir bleiben natürlich. Ihr wollt also bleiben? Dann sollt ihr sterben. Boah, die Musik alle schon. Alter Falter. Wir kämpfen gegen Hades. Den haben wir ja schon gesehen als Card. Vor 2 Episoden. Boah, die Musik ist so fucking epic. So, oh, wir hätten uns vor so einem Scheiß schützen sollen. Ich hätte mal Abilities prüfen sollen. Wir klauen auf jeden Fall von ihm. Ah, der ist so cool gemacht. Reflexringhammer. Er kriegt Schock auf die Schnauze, Senfbombe hinterher. Ah, auf Vivi. Ich glaube, das hat ihn jetzt gekillt, ne? Dürfte, glaube ich, der Fall sein. Wir hätten Thermometer auswählen sollen. Ah, okay, es hat ihn verfehlt. Gut. Sie dann klaut weiter hier. Die Musik hatten wir ja schon mal. Ich erinnere mich noch gerade nicht mehr, wo es war. Uah, riecht Klinger. Diebstahl, Fehlschlache, Vigra auf sie dann. Ja, das ist schon ein harter Boss hier. Reflex, jetzt können wir kein Zauber mehr drauf sprechen. Auf jeden Fall war man da unter Zeitdruckstange, als die Musik lief. War das, wo wir im Kerker von Alexandria waren? Und gar nicht befreien sollten? Das ist möglich. Oh. Scheiße. Vivi ist aber jetzt im Trance-Zustand. Und macht einmal Flair und macht 2-mal Flair drauf. Lilly ruft sie dann wieder ins Leben zurück. So. Kann er gleich 2-mal hintereinander wirken. Mit Steiner kloppen wir nochmal mit dem... Oh, oh. Irgendwie hat es Vivi geschrott. Oh, scheiße, das ging jetzt zurück mit Reflex. Ich Dummkopf. Okay, Steiner hat's gerobbt. Du heilst dich mit Elixier. Ich Blödmann, hab total vergessen, dass du natürlich Reflex auf den wirkt. Ach du Scheiße, Mann. Ich glaube, den habe ich mal fett unterschätzt. Ich glaube, den habe ich echt gerade absolut fett unterschätzt, den Kerl. Oh, 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 er sammelt auch noch Energie in seinem Schwert. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und es geht ein Countdown runter. Jetzt aber schnell. Vigra auf uns beide. Dass wir die Scheiße, oder auf uns 3, dass wir die Scheiße noch überleben wenigstens. 2. Und Vivi holen wir auch einfach mal wieder zurück. Und du klauscht. So. Gott, wie er vibriert auf seinem Thron. Alter. Phönixfeder. Was habe ich denn jetzt gemacht? Hermesstiefel haben wir noch geklaut von ihm. Okay. Verwünschung. Ach du Scheiße, ja, stimmt. Haarband hätten wir tragen sollen. Okay, alles gut zu wissen. Alles irgendwie noch gut zu wissen. Ach du Scheiße, ja. Das hätte vor dem Meister von der Zauber geschützt. So, B.
trifft ihn. Wir machen Allheilmittel jetzt. Ja, ich hätte besser mich vorbereitet sollen. Alles auf sie dann. So, das heilt zumindest den ganzen Quatsch hier. Boah, mit Richtklinge hat er jetzt Lilia noch platt gemacht und der Mini-Steine attackiert Anemo. Okay, ach du Scheiße. Allheilmittel auf... Hat sich erledigt. Gewaltiger Schock zerstört alles. Okay, alle ausgelöscht. Hat sich erledigt. Gut, dann folgendermaßen. Wir laden jetzt nochmal den Spielstand neu. Überspringen den Quina-Quatsch und rüsten uns vorher nochmal ordentlich aus. Ich habe gedacht, ich müsste mich nur vor Schatten schützen. Ich habe den Käse vergessen. Deswegen legen wir das Ding hier ab und legen wir das Haarband an. Das brauchen wir definitiv hier bei dem Haarband. Ja. Moment. Absorbiert Angriffselemente, halbiert gleichzeitig. Nee, Quatsch, das brauchen wir nicht. Wir brauchen etwas, was vor Statusveränderungen schützt. Was ich jetzt nochmal von vorne durchgehe. Bla 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 bla. Das ist alles Quatsch. Brauche ich auch nicht. Was war das? Eine mystische Kraft gewährt Schutz. Ein paar magische Stiefel. Okay. Stärkt das Selbstvertrauen echt stark. Geeignet für den Kampf, absorbiert Hitze. Schützt vor verschiedenen Angriffen, halbiert die Effektivität aller Angriffselemente. Das glaube ich ja besser als das, was er trägt, aber wir müssen uns dann definitiv mit Abilities für den ganzen Käse schützen. Da können wir mal auf Stärkebonus verzichten. Tontauben können wir sowieso mal raushauen. Scharfsinn lassen wir mal drin. Konter lassen wir hier jetzt mal raus. Okay, Adrenalin. Stopp, brauchen wir jetzt nicht. Verhindert Konfus ist auf jeden Fall wichtig. Stein und Gips. Blind könnten wir einfach mal so. Schlaf ist es halt so wichtig. Gift und Toxitus ist recht wichtig. Thermometer. Ach, das ist wichtig. Das sind sehr wichtige Statusveränderungen hier. Vivi, mein lieber Freund. Ich glaube, Konterzauber ist jetzt hier nicht so wichtig, genauso wie Level Up. Wichtig ist Felsenfest. Urschrei für dich. Gift und Galle. Götterspeise jetzt nicht, aber Thermometer ist auf jeden Fall wichtig für dich. Dann Steiner. Ich mache das gern, aber ich muss das doch rausmachen. Das hier und das hier. Gift und Galle. Was schon nicht? Felsenfest. Dann verhindern wir bei dir blind. Thermometer packen wir auch noch rein. Kannibale, Exorzismus, Weihrauchherz aus Stein. Nee, Dösen. Okay, dann kann ich ja das doch noch behalten. Dann gehen wir nochmal weiter. Lindern. Okay, so, was wir bei dir reinpacken, das kann dann weg. Felsenfest muss rein. Adrenalin ist jetzt doch nicht so wichtig. Gift und Galle ist wichtig. Und etwas, was vor blind noch schützt. Stein und Gips. Ah ja, Thermometer, genau. Okay, gut. Dann müsste es das jetzt eigentlich sein. Sind wir alle durchgegangen, genau. Nochmal den Quina-Quatsch überspringen. Da gucken wir, dass wir heute auf jeden Fall mal Hades geschrottet kriegen. Da habe ich definitiv die falschen Dinger gemacht. Weil für Hades
sind die Angriffselemente nicht so wichtig, sondern die Zustandsveränderungen. Wenn wir uns vor den Dinger schützen, ist es eigentlich schon echt gut, denn Status Wicht können wir entweder mit Allheilmittel beenden oder wir wenden gar nicht Zauberwicht an. So. Ansonsten Reflex ist hier nicht so sinnvoll, weil wir müssen uns mit Magie hochheilen. Wir probieren es noch einmal. So, guter Hades. Aber die Musik ist echt geil. Schon ziemlich episch für so einen optionalen Bosskampf. Und das ist halt einer von 2 großen optionalen Bosskämpfen in Final Fantasy 9. Okay, wir probieren es mit Flair-Schwert. Gegen den Scheiß immer immun. Das ist nicht schlimm. Könntest aber noch was machen auf uns alle. Erteilt blind. Reflex, konfus. Nee, das ist nicht so wichtig. Wobei. Flera-Klinge. Sehr schön. Okay. Was wir machen könnten, wäre Prothese. Auf die ganze Bande, aber am besten auf Steiner. Der kann es gut gebrauchen. Reflex-Ring geklaut. Sehr schön. Was macht er jetzt? Er macht selber Reflex. Okay, dann ist Vivi erstmal unnütz und kann sammeln. Steiner, haut drauf. Sie dann Klau. Hermesstiefel hat er ja noch im Angebot, wie wir gesehen. So. Jetzt warten wir, bis Reflex hier weg ist. Senfbombe ist ach nicht schlimm. Das kannst du ruhig machen, du Mistkerl. Du kannst Prothese nochmal wirken auf sie dann. Kaiserrobe geklaut. Geil. Da fehlen nur noch die Hermesstiefel. Dann habe ich alle 3 Gegenstände von ihm geklaut. Ja, die Kaiserrobe an sich ist ja schon ultra Hammer. Klauen nochmal. Steiner, Rotzmoll drauf hier mit Schocker. Lilly, gutes Mädel. Diebstahl, Fehlgeschlagen natürlich. Wie sage ich ständig. Lilly, du gutes Mädel, du kannst dich mal heilen. Oh, 8970, schade. Klau du weiter, Vivi. Du machst Phönixfeder auf Lilly. Gut, dass die Prothese auf sich gehabt haben. Steiner rotzt weiter hier drauf mit Schocker. So, du klauscht. Mach du ruhig dein Sorbet. Du heilst dich mit Vigra. So. Okay, da hat immer noch Reflex drauf, deswegen sammelt Vivi nochmal. Ja, Schocker macht richtig schade. 9750, perfekt. Diebstahl, Fehlgeschlagen. Scheiße, die Hermesstiefel will ich aber noch. Steine, hau normal drauf. Jetzt wird's nämlich nichts mehr mit dem Schocker-Angriff. Boah, scheiße, das hat jetzt die Dank geschrottet. Okay, dann holen wir mit Engel zurück. Das ist bitter. 2820, schade, macht er immer hier. Ja, Spalten ist halt richtig übel, da brauchen wir dann Prothese auf jeden Fall auf uns als Zauber. Steiner, hau weiter drauf. Richtklinge wieder. Ah, hat Steiner verfehlt, perfekt. Du heilst uns nochmal alle mit Vigra. Senfbomber ist in Ordnung. Das ist ab jetzt vollkommen in Ordnung und erlaubt, weil das verschafft mir wieder Zeit. Steiner kann draufhauen. Vivi lassen wir auch erstmal beiseite. Diebstahl, Fehlgeschlagen wieder. Gut, dann sind wir jetzt wieder so weit aufgepowert. Sie dann Klau. Klau, was das Zeug hält. Ich will diese scheiß Hermesstiefel noch haben. Von diesem arroganten Wichtigtuer hier auf seinem Knochenthron. Okay, er fängt jetzt wieder mit dem Scheißdreck an. Seinem Vibratorstuhl hier. Du machst nochmal Prothese. Und zwar auf Sidan. Der kann das gut gebrauchen. Der hat eine schlechtere Abwehr als Steiner.
Sie dann, Klaue, er ist angreifbar. Und Vivi, während der hier noch die Scheiße hier macht, mach nochmal Flair auf ihn drauf. 1833, schade. Springerstiefel geklaut, ne? Die Hermesstiefel? Ich hätte gedacht, das wären Hermesstiefel gewesen. Das ist wohl unterschiedlich, was man von ihm klauen kann. Oder er hat noch einer parat. Oder er hat 4 Sachen statt 3 Sachen parat. Nämlich 8. Uiuiui, das macht ja richtig gut Schade. Prothese aus Steiner. Und Hermesstiefel geklaut. Ja toll, der hat tatsächlich 4 Gegenstände gehabt. Sau gut. Also Kaiserrobe kann ich definitiv gut gebrauchen. So, Steiner Rotz drauf. Verwünschung. Jetzt kommt der Schampel wieder. Nur Vivi steht noch. Die anderen sind verwirrt. Okay. Trance für Vivi dann, ne? Ja. Sorry, wenn wir das so verschwenden müssen. Erstmal auf Steiner. Ein Habe nichts. Perfekt, der hat nichts mehr. Dann machst du Wicht auf sie dann, dass der wieder groß wird. So, okay. Konfus kannst du anscheinend nicht heilen, leider. Dann sie dann. Ja, Richtklingen hat verfehlt. Du machst nochmal Allheilmittel auf. Wo ist er dann? Allheilmittel. Machst auf die gute Lilly. Gut, Steiner haut wenigstens ihn noch. Gut, mit der Hades-Magie könnt ihr theoretisch jetzt draufschlagen. Oh. Gut, dann Flair gleich zweimal auf den Scheißkerl. Und Lilly, du machst nochmal Vigra auf uns alle. Steiner ist auch nämlich konfus und Lilly ist immer noch blind. Steiner haut drauf. Und sein kleiner Wichtolosaurus kann jetzt nochmal richtig drauf rotzen. Weil der Kerl hat kein Reflex auf sich. Das verschafft uns auch nochmal Zeit, um uns hoch zu regenerieren. Das war's. Ich hab ihn. Puh, sehr schön. Und Jadis, der optional stärkste Boss, läuft in etwa so ähnlich ab, nur stärker. Ich bin guter Dinge, dass ich auch den packen kann. Sehr schön, 30 AP und 16.383 Erfahrungspunkte. Exekutionsschlag wird noch gelernt und Level Up für Meister Vivi. Ihr habt mich also geschlagen. Erlaubt, ich weiß eure Stärke zu schätzen und wer euch helfe. Bring mir 2 Eifersplitter hierher. Ich welche Waffe schmiede, die niemand sonst fertigen kann. Okay. Aber erstmal gucken wir uns an, was du lustiger Kerl uns hier beschert hast. Kaiserrobe gibt's erstmal für Vivi. Verstärkt Angriffselement Schatten, das ist nicht weiter wichtig. Du kriegst die Kaiserrobe. Ist das nix? Die stärkste Robe neutralisiert Angriffselement Wind. Perfekt. Du kannst Anti-Reflekte lernen. Aha, ich freue mich. Dann hat man noch diverse Stiefel. Ah ne, Sandalen waren das nur, genau. Gucken wir doch mal, was das für Stiefel noch waren. Federstiefel, Wüstenstiefel, Springerstiefel und Hermesstiefel. Hermesstiefel, immer hast. Ja, saugut. Zeitlos, elegant. Das ist was definitiv sie anlegen sollte, aber Segen können wir halt auch saumäßig gut gebrauchen, ne? Hermesstiefel. Ah ne, Hast kann sie leider auch nicht lernen davor. Schade. Ich hätte gedacht, das, naja, egal. Dann halt nicht. Protect-Ring behalten wir einfach mal. Was hatten wir dann noch dabei, was der Hansel noch gehabt hat? Hermesstiefel. Reflex-Ring ist jetzt nicht so weiter schlimm. Haarband, Springerstiefel hat er noch gehabt. Und noch irgendwas anderes habe ich von ihm geklaut. Ich weiß es jetzt nicht mehr vor lauter Eile. Aber gut ist auf jeden Fall immer Hast. Wir gehen jetzt nochmal raus und speichern hier. Gerade mal für sie dann gucken. Was lernt der gerade vom Protect Ring? Lehre der Ninja. Das kann er noch eine Weile warten. Du lernst erstmal immer Hast. Das ist verdammt nützlich. An der Stelle wird jetzt erstmal gespeichert. Weil ich wollte euch hier noch was zeigen. Ihr liebe Leute. So, Portal in die Urzeit hieß das hier. Okay, wir können hier speichern, weil wir jetzt Hades gelegt haben.
So. Perfekt. Dann geht's nochmal raus. Und wir gehen zu seiner Schmiede. Das will ich euch in der Episode heute noch zeigen. Behemoth. Du kannst uns nochmal alle heilen. Steiner, du rutscht nochmal drauf. Du hast das Vieh schon mal solo gelegt. So, Vivi. Alter Kumpel, du machst hier nochmal Flair auf den drauf. Sie dann greift nochmal A. So, also wenn es so schon läuft, der Kampf gegen das Biest, gegen Hades, mit der richtigen Vorbereitung lief der ja eigentlich ganz ordentlich. Ich glaube schon, dass dann auch der Kampf gegen Jades ganz gut laufen könnte am Ende vom Spiel. Also nur der Hauptstory, wie ich ja versprochen habe. So, Steiner nochmal drauf. Und dann schauen wir mal. Okay, das hat jetzt noch ein bisschen was abgezogen. Sie dann kloppt drauf. Meteo-Konter, scheiße. Trifft es alle? Ja, das trifft alle. Aua. Wir beleben Vivi nochmal und Steiner kann dann drauf schlagen. Gott sei Dank hat sie verfehlt. Und du auch nochmal hinterher. Weil wenn, dann soll Vivi das auch noch abkriegen hier. Die ganzen Erfahrungspunkte, die man hier kriegt. Und die ganze AP und so. Sehr schön. Gut. Lief doch alles noch ganz ordentlich zum Schluss. Aber das Biest ist echt hart. Gut. Oh, ordentlich Level Up nochmal für jeden. Dann sollten wir normal... Ja, genau. Jeder kriegt nochmal Vitra ab. Dann läuft die Geschichte. So, in der Episode zeige ich euch das auf jeden Fall nochmal. So, Hades, du bist du. Ihr seid zurück, habt ihr die Sache dabei? Kaiserrobe könnte ich hier schmieden lassen mit der Heiligen Robe und der Schattenrobe. Aber Kaiserrobe haben wir ja schon für die zwei, für die es bestimmt ist. Hammer und Jadestein macht die Blechrüstung. Kommt ein Blech mal gleich. Und Eiferstein können wir hier auch noch machen. Und erweckt die Bestie der Dunkelheit. Und hier bräuchte man einen Dunkelkristall, den wir leider nicht haben, aber einen Protect-Ring haben wir definitiv, jo. Sonst könnte man hier noch einen Eifersplitter machen aus dem Hammer und einem Eiferstein. Das ist aber Verschwendung. Die Infantinwache haben wir hier noch. Schwert des Heiligen Ritterordens halbiert die Effektivität der Angriffselemente Hitze. Jagdspeer und Escutcheon. Infantinwache ist aber hier anscheinend von niemand gedacht. Aber wir können es herstellen. Äther können wir aus Echokraut und Vakzin noch herstellen. Aber ich wollte erstmal zeigen, was wir dort mitmachen können. So. Zack. Sage ich euch das gerade mal. Jetzt ist nämlich auch hier der Hammer verschwunden. Der ist nicht mehr hier. Aber wir hätten dort mit theoretisch die beste Rüstung für Steiner parat. Doch nicht. Blechrüstung, verdammt nochmal, ich hätte gedacht, das wäre für ihn gedacht. Nö, doch, da ist er doch. Blechrüstung, tatsächlich hier. Erhöht die Abwehr auf 66, Reflex auf 63, Zauberabwehr auf 59 und Zauberreflex auf 40. Und Stärke geht auf 46 zurück, aber das ist schon ein ziemlich ordentliches Ding. Trotzdem, das wollen wir ja nicht haben. Zum Titelbildschirm, genau. Wir machen jetzt nochmal der Rest, würde ich sagen, ihr liebe Leid. Wir gehen jetzt einfach nochmal zurück. Ich wollte es euch nur zeigen, dass das hier möglich ist. Wir haben hier nochmal gespeichert an der Stelle. Deswegen für heute gehen wir einfach nochmal zurück zur Hades-Schmiede und kümmern uns dann um die Gegenstände, die wir richtig hergestellt haben wollen. Ihr habt ja gesehen, diese Rüstung war durchaus ziemlich gut. Nicht A-Lege, Quatsch. Ihr habt es ja gesehen, dass das ordentlich was gebraucht hat. Aber wir brauchen es jetzt erstmal nicht. Wir wollen die Abschlusssequenz haben. Wir wollen die erweiterte Abschlusssequenz haben. Jetzt habe ich auch hier gegen den Behemoth nicht kämpfen müssen. Gut, was wir allerdings wollen, ist definitiv der Eiferstein und erwecke die Bestie der Dunkelheit. Brauchen wir die 2 Eifersplitter, dann können wir das machen. Das wollte ich auf jeden Fall haben. Die Infantinwache können wir uns durchaus auch einfach mal leisten, für wenn auch immer das Ding ist.
Jagdschwör und Escutcheon, das ist dann dort mit verbraucht. Phönixfeder und Gizakraut können wir hier auch noch Phönixdaune herstellen. Machen wir einfach mal den Spaß und machen 3 dafür, dass wir auf 40 kommen. Und Äther machen wir uns auch einfach mal den Spaß, dass wir wieder auf 10 kommen. Da könnte man theoretisch hier auch nochmal mit Jadestein und Todesschote Lapis Lazuli machen. Topaz, Saphir, die ganzen Steine könnte man theoretisch machen. Und Protect-Ring, schade, aber wir haben ja schon eine. Und um das Ding ging es mal hauptsächlich um den Eiferstein. Kaiserrober haben wir ja auch 2 Stück. Das ist auch völlig ausreichend. So. Du kriegst dann nämlich den tolle Steck als Accessoire. Wenn man dann Eiferstein. Archer kann dort davor gelernt werden. Ich glaube sogar. Ja. Das machen wir einfach, damit wir Arche drin haben und auch einfach mal beschwören können. So. Gut, da hat sich doch der Besuch in der Rahade-Schmiede echt gelohnt, auch wenn ich hier jetzt überzogen habe. Aber wir haben alles, was wir wollen. Mehr wollen wir hier wirklich nicht. Deswegen wird hier erstmal gezeltet. Und dann speichere ich hier nochmal ab. Und wir sehen uns dann morgen wieder, ihr liebe Leute, zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig, wo wir uns dann wieder um das Hauptsächliche kümmern werden. Weil das heute war halt einfach wieder ein optionaler Boss, den wir legen konnten. Und wenn, dann will ich das auf jeden Fall auch machen. Gerade für den Eiferstein hat es sich hier wirklich gelohnt, damit gar nicht auch die mächtigste Beschwörung mit Schattenelement die Arche beschwören kann. Wir sehen uns dann wieder morgen, wenn ihr wollt. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.